Omobono Tenny war in den Jahren 1930 bis 1948 ein grandioser Motorradchampion. Umgezogen mit seiner Familie nach Treviso, machte er in jungen Jahren seine Lehre in einem Motorradgeschäft, wo auch seine große Leidenschaft begann. Mit 19 Jahren eröffnete er seine eigene Werkstatt und 1924 gewann er sein erstes Rennen in Postumia. Zu Guzzi kam er 1933, wo er eine Serie bemerkenswerter Siege feierte. Am bedeutendsten aber war vielleicht der Gewinn der Tourist Trophy. Es war das härteste Motorradrennen und wurde auf der Insel Man ausgetragen. Tenny sicherte sich auf einer 250 PS Guzzi den Sieg, wobei er der erste nicht-englische Pilot auf einer nicht-englischen Maschine war, dem dies gelang. Nachdem er die Führung des Rennens übernommen hatte, stürzte er nach der ersten Runde und musste den ersten Platz abgeben. Er richtete sich wieder auf und nach einer verzweifelten Aufholjagd übernahm er in der vierten Runde das Kommando, eine Runde 60 bis 70 Kilometer. Nach einem Kerzenwechsel übernahm er die Führungsposition in der siebten Runde. Alles in allem ließ er den großen englischen Champion Stanley Woods auf dem zweiten Platz über 30 Sekunden hinter sich. Der dritte lag 4 Minuten 30 Sekunden zurück. Im selben Jahr, mit dem der Sieg des großen Motorradpreises von der Schweiz, wurde er europäischer Meister in dieser Kategorie. Es gab noch keinen Weltmeistertitel. Tenny nahm auch an einigen Autorennen teil. 1936 gewann er das 1000-Meilen-Rennen in der Kategorie Sport bis 1500 mit einer Maserati. Beim Großen Preis von Monte Carlo und dem Großen Preis vom Nürburgring fuhr er jeweils die schnellste Runde. Nach der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg wurden die Rennen wieder aufgenommen und Tenny gewann 1947 wieder den Europatitel. Am 1. Juli 1948 verunglückte er tödlich auf der Rennstrecke von Bern. Diese schwierige Strecke wurde durch Regenfälle an diesem Tag noch problematischer. Am gleichen Tag wurde der Körper von Tenny nach Mandello Lario zunächst in der Anlage der Moto Guzzi und von da aus nach Treviso unter Beteiligung einer großen Menschenmenge gebracht. Zum Gedenken an Omobono Tenny wurde das Fußballstadion in Treviso, wo der Verunglückte lange lebte, benannt. Im Automobilmuseum Bonfanti Vimar ist ihm im Rahmen der Ausstellung Galerie für Motorsport, Mobilität und Geschicklichkeit aus Venetien Giannino Marzotto ein Raum mit Bildern, Beschreibungen, eine Lederkombination aus dieser Zeit und eine Guzzi 250 PS, mit der er 1937 den grandiosen Sieg auf der Tourist Trophy errungen hat.